somit grüß zurück zu Mass Effect. Ich habe alle Keeper gescannt und mir ist beim Herumlaufen einiges aufgefallen und jetzt wird es eine kleine Erklärung geben, warum und wieso. Wie du siehst, unser Shepard hat nun einen neuen Anzug an. Ich habe mich ein klein wenig gespielt mit dies und das und jenes, habe die Punkte fertig vergeben, die wir gehabt hatten. Das waren Squad. Frag mir jetzt bitte nochmal, wo ich sie vergeben habe. Ich glaube in Sturmangriffstraining. Und wo wir dann weiterhin gehen, weiß ich noch nicht. Ich muss doch und ehrlich gesagt gestehen, wie sage ich das jetzt am besten? Du wirst erstaunt sein, was noch alles fehlt, wo wir noch nicht waren. Insgesamt sind das mit zwischen, wo wir noch mal hinschauen könnten, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte und noch eine zusätzliche Mission. Ich werde es jetzt ein bisschen anders gestalten. Wir werden jetzt sämtliche Punkte abgehen, die wir noch haben. Und ich werde aber zwischenzeitig immer wieder einen kleinen Schnitt machen, beziehungsweise das Aufnahmeprogramm nur auf Pause drücken. Und wenn wir dann dort sind, wo wir als nächstes hinwollen, schalte ich dann wieder dazu. Genau. Also dann, schauen wir mal zu Miss Emily Wonge. Hallo nochmal, Commander. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Durch Ihre Hilfe bei der Story um das Verbrechersyndikat hat mir mein Verleger viel größere Unterstützung zugesagt. Ich investigiere das Arbeitsumfeld der Raumlotsen und könnte etwas Hilfe dabei gebrauchen. Klingt nicht so aufregend wie ein Korruptionsskandal. Aber dabei ist es viel wichtiger. Hier geht es nicht einfach nur um Geld, sondern um die öffentliche Sicherheit. Ich hörte, dass die Raumlotsen so überarbeitet sind, dass sie selbst eine Gefahr darstellen. Ich komme nicht in den Kontrollraum, aber Sie. Wenn Sie dort eine Wanze anbringen können, habe ich eine Story. Was glauben Sie, wird Ihre Story bewirken? Im besten Fall werden die Arbeitsbedingungen der Raumlotsen verbessert, neue Lotsen eingestellt und modernere Systeme installiert. Der Rat ist bis jetzt nicht gewillt, für solche Verbesserungen zu bezahlen. Durch die Story üben wir Druck aus. Welche Art Daten liefert Ihnen diese Wanze? Nur Audio- und Videoaufzeichnungen. Ich will nicht in das Kontrollsystem eindringen, falls Ihnen das Sorgen macht. Ich muss nur hören und sehen, was die Lotsen tun, um mir einen Eindruck ihrer Arbeit zu verschaffen. Alle wissen, dass die Raumlotsen überarbeitet sind. Wo ist da die Story? Es gibt einen Unterschied zwischen Überarbeitung und Gefährdung. Im letzten Jahrhundert hat der Raumverkehr im Bereich der Zitadelle um 300% zugenommen. Aber die Personalstärke der Lotsen wurde nicht entsprechend erhöht. Wir haben jede Woche schon eine ganze Reihe Landeabbrüche. Schon bald wird es eine Katastrophe geben. Könnte diese Wanze auch andere Verkehrssignale stören? Auf keinen Fall. Ich habe sie so einstellen lassen, dass die benutzte Frequenz keine anderen Signale stört. Ich werde nichts versprechen, aber sehen, was sich machen lässt. Geben Sie mir die Wanze. Fantastisch! Bitte bringen Sie sie auf einem Terminal mit guter Übersicht über den Bereich an. Danke noch einmal für Ihre wertvolle Hilfe. Auf lange Sicht wird diese Story Leben retten können. Tagebuch. Okay, wir reisen jetzt. Jetzt müssen wir mal das einmal anschauen, wo wir als nächstes hinreisen können. Wir sind jetzt nämlich, wenn ich mich recht entsinne, Präsidium. Wir haben uns immer ein bisschen was abgeschrieben. Und zwar Mass Effect, Präsidium, Botschaft, Udina, bla bla bla, bla bla bla. Ne? Bla bla bla, bla 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 bla. Genau. Präsidium. Jetzt schauen wir mal. Botschaften. Kurzer Blick. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin.
Am geschicktesten wär's, wir reisen dorthin. Genau. Wir fangen einmal dort an. So, wir sind nun heroben bei der Botschaft und ich werde jetzt einmal da reingehen Richtung Botschafter Udina und Captain Anderson. Beziehungsweise wir werden uns zuerst diesen Raum hier vornehmen. Da habe ich nämlich auch was gefunden. Wenn das dieser Raum ist. Genau. Kurzen Blick. Diesen Keeper habe ich auch gescannt, den habe ich was sehen gehabt. Und nun werden wir uns mal diesem Gespräch hier widmen. Ich entschuldige mich für die mittlerweile abartige Länge dieses Ausflugs hier auf die Zitadelle, aber ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich wusste nicht, dass das Ganze so umfangreich ist. Das damals auch nicht gewusst, weil ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich bin mit Stufe 35 noch nie ohne Hauptquest beziehungsweise ohne die Hauptgeschichte war ich noch nie so weit im Level hoch. Also, wow. Was wollt ihr jetzt da? Weißt du was? Wir reden uns da mal durch mit die drei Herren. Aha, der neue Spectre des Erdenclans. Sie haben sich wohl verlaufen. Ihren Botschafter finden Sie nebenan. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elcor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elcor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Din. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling.
Ach, er ist ja so freundlich. Was sagt denn der Kalün? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, denn sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Erzählen Sie mir von der Geschichte und Herkunft der Elcor. Die Elcor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadelle. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadelle zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elcor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen, wir Elcor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elcor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was. Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, denn diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Die Zeit ist sehr gelungen, muss ich sagen. Xeltan, was hat er zu sprechen? Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass Sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Ich muss sagen, die Elcor, sehr sympathisches Volk. Also das, ja, die haben meine Sympathie. Kurzer Augenblick, ich werde hier mal speichern. Und ich habe gestern, wir gehen dann später, kurzer Augenblick, ich erkläre noch was. Und zwar, wir müssen dann nicht nur die Gemächer der Konsortin aufsuchen, wir müssen noch mal ins Flux. Das ist eine kleine Disco, sage ich jetzt einmal, für, wie soll ich jetzt sagen, für eine andere Seite der Gesellschaft. Und dort hatte ich ein kleines Spielchen mit so einem Automaten. Das zeige ich da dann alles. Und dort war ein manipulierter Automat und da hat die gute Liara ein Signal aufgefangen.
und hat das Signal halt untersucht und irgendwo auf der Zitadelle sollten wir dann eigentlich, das kann ich da zeigen, Tagebuch, Signalortung. Sie haben ein Signal geortet, mit dem Geld von dem Spielterminal auf ein privates Konto abgezweigt wird. Wenn Sie das System ausfindig machen, können Sie herausfinden, wo das Geld ist und wer dahinter steckt. Genau. Das Signal scheint aus dem Bezirkszugangskorridor zu kommen. Dort das werden wir auch noch machen. Also wie du siehst, ich hab nicht gewusst, dass das so umfangreich ist. Es tut mir wirklich leid, gell. So, wenn ich mich recht entsinne, habe ich vor kurzem in einer im Community-Tab dahingehend eine kleine Entschuldigung hinterlassen. Ich wusste das nicht. Entschuldigung! So, Tina, du alte Warzen! Ich weiß, was da draußen im Artemis-Tau-Cluster passiert ist. Der Rat war nicht gerade begeistert über die Vernichtung der proteanischen Ruinen. Das ist kein Spiel, Botschafter. Commander Shepard versucht da draußen zu verhindern, dass Saren die Galaxis zerstört. Ich weiß. Seien Sie einfach etwas vorsichtiger. Der Rat beobachtet Sie. Und wir werden alle anhand Ihres Benehmens beurteilt. Das sagt kein Falschen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Shepard durch dieses Spiel laufe, denke ich mir immer, was der Shepard, oder die Shepard, ist ja wurscht jetzt, wie ihr es nennen willst, es geht nichts ohne Explosionen. Ja, Commander? Ah, das haben wir, glaube ich, schon alles. Feros Noveria. Fangen wir mal mit Feros an. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Feros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Noveria? Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Ich glaube, das haben wir schon alles, aber wir werden später eh nochmal her müssen. Genau. Und zwar, ciao, Bella. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Natürlich, ich habe immer Fragen. Muss ein Regenwurm seine Wimpern stutzen? Anschneiden? Also nicht, muss ein Regenwurm seine Schamhaare abrasieren zum Beispiel? Das sind alles Fragen, die mich zum Beispiel bewegen. Ne? Kurzen Augenblick bitte. Ich muss jetzt kurz auf meinen kleinen Schummelzettel schauen. Wir werden uns jetzt als nächstes in Richtung Klinik begeben. Und dort melde ich mich dann wieder. Bis gleich. Und genau da ist das von mir erwähnte Flux. Ja genau, Flux. Jetzt haben wir erst schauen, wie der Scheiß heißt. Und zwar, da gibt's... Hab ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen mit echter KI. Ja, aber es gibt noch mehr. Gibt es doch immer. Ich hörte, es gäbe eine Verbindung zwischen ihnen und einem abtrünnigen Spectre. Nicht das schon wieder. Warum ist das so unglaublich? Ist ja auch egal. Erwarten Sie einfach nicht, dass wir es auch glauben. Tja, Mädchen, wenn du wüsstest, was auf dich und deinen Arsch zukommt. Mhm. Ja, da haben Sie wahrscheinlich... Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Haben's die Emily Wong geklont? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht.
Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadelle Sicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Ja, mach du nur deine Arbeit und deine Arbeit wird wahrscheinlich darin bestehen, dass du dort weiter herumstehst und nichts tust. Wer bist du? Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Begrüße. Ja, es hilft ja nichts, wenn... Naja, lassen wir das Thema. Ich warte auf jemand anderes. Ja, ich war da auf gar viel. Und zwar genau, da habe ich dieses komische Dings aufgefangen. Niedrigeinsatz Kassar. Und zwar Kassar, 20 Credit-Spiele. Kommen Sie so nahe wie möglich an 20 heran, ohne darüber hinweg zu schießen. Auszahlungen 14 oder weniger. 0 Credits. 15 Sekunden. Schauen wir mal. Ich käme zwar an Scheißdreck was aus. Yeah! Noch einmal spielen. Cool. Beenden. Sonst, naja. Aber, warte mal kurz. Also, das ist Hocheinsatz. Kassar spielen. Was das probieren wir noch einmal. Das hat mir gerade Gaudi gemacht. Noch einmal spielen, bitte. Kurz einen Blick. Also der kann nicht, schaut. Ja. Ich hoffe, das geht. Yeah! So, kurz einen Blick. Neigung. Naja, angesoffen sind wir ja noch nicht. So, Tiefenschärfe. Aus. Entfernung. Da mal auf 0, 5 irgendwas. Blendenzahl. Passt. Den können wir nehmen, der schaut gut aus. Ich brauche nämlich ein Thumbnail, was für die Episode. Für die anderen weiß ich nicht, wo ich das herzaubern soll. Filmkörnungsstärke aus. Aus. Blooming. Ich habe keinen scheiß Schimmer, was ein Blooming ist. Für mich hört es eher nach einer Blume an. Spieler ausblenden. Ah. Gruppe ausblenden. Gegner ausblenden. Haben wir keine. Schaut. NPCs ausblenden.
Oh, voll geil. Fahrzeuge. Na gut, haben wir eh nicht. UI verbergen. So, jetzt muss ich da kurz ein Foto machen. So, da. Schließen. Dann speichern wir da kurz. So, kurz einen Blick. Jetzt brauchen wir, weil wir kennen, ich lasse euch das so ein bisschen, während ich hier lese, könnt ihr euch diesen netten Mann anschauen, der so gemütlich an eine feiert, weil er wieder was gewonnen hat. Im Prinzip haben wir jetzt dann nur mehr die Flux bei der Rita haben wir. Wir müssen als nächstes in den Finanzdistrikt. Genau, weil ich von Finanzen nämlich keine Ahnung habe. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich dort bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier im Finanzdistrikt ist diese wunderschöne, nette alte Dame zu treffen und mit der werden wir gleich sprechen. Da waren wir schon beim Ladenbesitzer. Hey, hallo Spectre. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum, zumindest in bestimmten Kreisen. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Verteidigung? Welche Verteidigungsmaßnahmen stehen den beiden zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung, aber sie sind ganz sicher bewaffnet. Sie haben sich zerstritten. Beide glauben, der andere wolle ihn töten. Deswegen werden sie gut vorbereitet sein. Ich könnte sie festnehmen, klarer Fall von Falle. Ja. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen, wie sagt man, wir sind jetzt ein bisschen, ja, eben, du kennst das Problem, ja. Ich schalte sie aus und dann übernehmen sie und wollen mich umbringen. Sehe ich wirklich so blöd aus? Danke, aber Sie überschätzen meine Courage. Ich habe nicht vor, Sie umzubringen. Sie sind der erste menschliche Spectre und machen einen wichtigen Job für die Menschheit. Ich habe kein Interesse an rotem Sand oder Sklaverei. Wer daran verdient, muss sterben. Wir beide wollen also dasselbe. Und welche Vorteile haben Sie von dieser Sache? Mir gehören einige Anteile an einigen gemeinsamen Projekten mit Ihnen. Aber Ihre Geschäftspraktiken zwingen mich dazu, unsere Beziehungen zu beenden. Wenn Sie tot sind, werde ich das Geschäft auf seriösere Weise weiterführen. Was für Verbrechen haben diese Männer begangen? Sie sollen mit rotem Sand, einer absolut abhängig machenden Droge, handeln. Wer sie nicht mehr bezahlen kann, den verkaufen sie als Sklaven an die Batarianer. Sie sind skrupellos und lassen unschuldige Leute leiden. Man muss sie zur Strecke bringen. Sie gehören selbst zu diesen Leuten. Warum sollte ich also nicht Sie verhaften? Verhaften? Für was? Wir unterhalten uns doch nur. Ich habe hervorragende Anwälte. Mich zu verhaften wäre reine Zeitverschwendung. Wenn Sie so übel sind, wie Sie behaupten, muss man Sie ausschalten. Ausgezeichnet. Hier sind die Koordinaten. Ich werde am 3. Koordinatenpunkt auf Sie warten, wenn die Männer tot sind. Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Oh, wurscht. Und zwar, ich kenne das, wenn ich mir recht entsinne, ist es eine Falle, aber von der Frau Blake aus. Da gibt's was. Gut, kurzen Blick, wir müssen zu... Na, die Gemächer der Konsortin suchen wir noch auf. Wir werden jetzt nochmal kurz in Richtung Choras Nest reisen. Alter. Oh Gott, diese Zitadelle, die macht mich fertig. Ehrlich, Choras Nest. So da, wir sind bei Jenna, der Schwester der Guten, die wir heute da im Flux kennengelernt haben. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten.
Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Da muss irgendwo eine Inzucht-Galerie unterwegs sein. Die schauen alle gleich aus. Was ist so im Reagenzglasel, so im alten Rex-Glasel, mit das kleine Glasel, wo den Verschluss hat und diesen komischen Gummi rundum, den Dichtgummi, ne? So wie du es halt aus den 1980er, 70er, 60er, 50er noch kennt hast. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Dickköpfiges Mädchen. Danke, Liara, das hatte ich mir schon gedacht. So, Ritas Schwester, kehre zu Rita zurück. Jenna wird nicht mit Ihnen reden. Gehen Sie zurück zum Flug und informieren Sie Rita. Ja, das ist halt die erste Mission, die nicht funktioniert hat. Ist doch auch egal. Ich habe zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Nicht jetzt. Ich habe zu tun. Schade. Gut. Was, Celik? Wer ist Celik? Was? Das ist ja oberübel. Treffen Sie mich an der Zitadell Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Reden Sie mit mir? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, sie könnten sich alles erlauben. Was war denn das? Das sollten wir lieber herausfinden. Es ist echt schade, dass sie die wenigsten Entwicklerstudios noch ein bisschen an Mühe geben. Es war ja die Hauptgeschichten bei Fallout zum Beispiel, gell? Waren ja so nicht schlecht, gell? Aber wenn du dieses ganze Konstrukt rund um Mass Effect anschaust, rund um Commander Shepard, die Charaktere, die dich die ganze Zeit begleiten auf einer Reise gegen die Reaper und diese ganzen Nebenmissionen und, das findest du ja so heute gar nicht mehr, kommt mir vor. Bitte, du darfst es nur du musst es jetzt aber aus der Warte sehen, aus diesen Spielen, die ich bis dato kenne. Gell? Also alles, was neu ist für mich, kann ich erst dann sagen, wenn ich es einmal gespielt habe, oder zweimal. Genau. Wo müssen wir jetzt hin? Tagebuch. Mit Celik sprechen. Wenn sie, sollte in Sicherheitsakademie kommen. Dann machen wir das doch gleich. Noch einmal, es tut mir so leid, wirklich, dass wir jetzt schon, ich weiß nicht, wie wievielte Episode das mittlerweile ist, dass wir da in der Zitadelle herumgurken. Das ist abartig. Aber ehrlich gesagt, mir macht das gerade richtig Laune. Präsidium? Zitadellturm, oder? C-Sicherheitsakademie, das muss ja dort sein irgendwo.